Der Wolf und die 7 jungen Geissli. Es war einmal eine alte Geissenmutter, die hat 7 junge Geissli gehabt. Sie hat sie so gern gehabt, wie eine Mutter ihre Kinder gern hat. Einmal wollte sie in den Wald Futter suchen. Sie hat allen 7 Geissli gerufen und hat gesagt: «Liebe Kinder, ich gehe in den Wald und muss euch alleine lassen. Passet auf vor dem Wolf. Wenn er reinkommt, frisst er euch alle auf mit Haut und Haar. Der böse Kerl verstellt sich aber an seiner rauchen Stimme und an den schwarzen Füßen kennt er ihn sofort.» Die Geissli haben gesagt: «Liebe Mutter, wir passen schon auf, musst dir keine Sorgen machen.» «Meh, das ist gut», hat die Mutter gesagt und hat sich auf den Weg gemacht. Es ist nicht lang gegangen, da hat jemand an die Haustür geklopft und hat gerufen: «Machet auf, ihr lieben Kinder, eure Mutter ist da und hat jedem etwas Feines mitgebracht.» Aber die Geissli haben an der Stimme sofort gemerkt, dass es der Wolf ist. «Wir machen nicht auf, du bist nicht unsere Mutter. Die hat eine feine und eine liebe Stimme. Deine Stimme ist rauch, du bist der Wolf.» Da ist der Wolf wieder abgezottelt. Er ist zum Krämer in den Laden gegangen, hat ein grosses Stück Kreide gekauft und hat es gegessen. Von dem hat er eine feine Stimme bekommen. Dann ist er zurückgegangen und hat wieder an die Haustür geklopft. «Machet auf, ihr lieben Kinder, eure Mutter ist da und hat jedem etwas Feines mitgebracht.» Aber der Wolf hat seine schwarzen Pfoten beim Fenster her und die Geissli haben es gesehen. «Wir machen nicht auf, du bist nicht unsere Mutter, die hat keinen schwarzen Fuß wie du bist der Wolf.» Da ist der Wolf zum Beck gesprungen, hat ihm den Fuß hergestreckt und gesagt: «Ich habe mich da gestochen, streich mir Teig drüber.» Der Beck hat Teig geholt und drauf gestrichen. Dann ist der Wolf zum Müller gerannt und hat gesagt: «Streu mir weisses Mehl über die Pfoten.» Aber der Müller hat gedacht, der will jemand beschissen, und er hat gesagt, er mache es nicht. Aber der Wolf hat gedroht: «Wenn du's nicht machst, dann friss ich dich.» Da hat der Müller Angst bekommen und hat ihm die Pfoten weiss gemacht. Dann ist der Wolf das 3. Mal zu der Haustür gegangen und hat gesagt: «Machet auf, liebe Kinder, eure Mutter ist da und hat jedem etwas Feines aus dem Wald mitgebracht.» Die Geissli haben gerufen: «Zeig uns zuerst den Fuß, dann wissen wir, ob du unser liebes Mütterli bist.»